Auf diesem Ausflugsschiff ruhen alle Hoffnungen. Die Donauprinzessin soll sie in die Sommersaison begleiten. Die Binnenschifferin Renate Schweiger braucht das Boot für ihren Familienbetrieb in Niederbayern. Aber noch liegt die Prinzessin auf dem Trockenen, in einer Werft am Rhein. Für sie und für Renate Schweiger wird es eine lange Reise, von Bonn bis Kelheim. Heute liegen 650 Kilometer mit 45 Schleusen vor uns. Selbst gefahren sind wir mit dem Schiff noch nicht. Wir wissen noch nicht, wie reagiert es, wie lange ist unser Bremsweg, wie viel Ruder müssen wir geben zum Drehen und so weiter. So ein Schiffsführer und ein Schiff, das muss eine Einheit bilden. Das dauert auch eine Zeit lang, bis man sich aneinander gewöhnt hat, ja, bis man zusammengefunden hat. Fast wie im richtigen Leben. Dafür muss das unbekannte Schiff erst mal ins Wasser. Mit dabei Renates Sohn Andreas, der auch Bootsführer ist, und Schiffshund Daisy. Bisher machten die Schweigers ihre Ausflugsfahrten mit einem viel größeren Passagierschiff. Aber bei Trockenheit hat die Donau oft zu wenig Wasser. Das Große fällt dann aus. Wir haben zu unserem Schiff ein Ersatzschiff gesucht, das bei extrem niedrigen Wasserständen durch den Donaudurchbruch fahren kann. Das heißt, das Schiff darf nicht mehr als 70, 75 cm Tiefgang haben. Und es ist halt nötig, um den Betrieb in Kelheim aufrechtzuerhalten, um bestandsfähig zu sein. Der Fortbestand des Familienbetriebs steht auf dem Spiel. Jetzt muss die Neuanschaffung in den Rhein. Ein Wagengestell auf Schienen fährt das Schiff ins Wasser. Da muss es dann alleine ausparken. Boah, jetzt geht's aber los, ne? Ja, so ein Scheiß wieder. Das ist vergleichbar mit einem Auto. Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit dem Auto auf der Strecke, da ist fast jedes gleich, aber gerade wenn es ums Einparken geht oder ums Rückwärtsfahren, ist doch jedes Auto anders. Und so ist es beim Schiff auch, nur es ist etwas, sagen wir, etwas schlimmer. Weil das Schiff einfach nicht stehen bleiben kann, es hat keine Bremse. Wie wird sich das neue, unbekannte Schiff bei dem Ausparkmanöver machen? Noch liegt es auf dem Wagen und rollt, mit Seilwinden gesichert, in den Rhein. Weniger Prinzessin, eher behäbige Matrone. Erste Tuchfühlung mit dem Wasser. Jetzt heißt es, ohne Bremsen vom Untergestell runterkommen. Fingerspitzengefühl ist, von den Wägen runterzufahren, weil du musst ja aufpassen, dass du nicht mit dem Propeller auf die Wägen fährst, sonst kannst du gleich wieder an Land, weil der Propeller kaputt ist. Sobald genug Wasser unter dem Kiel ist, ist das Ausscheren dran. Kann ich starten, oder? Ja. Ganz ohne Hilfe schafft es das Schiff nicht. Normalerweise haben wir ein Bugruder, einen Bugstrahler, der das Schiff wegdrückt. Aber bei dem kleinen Schiff ist der halt auch nicht ganz so stark. Wir haben uns mit der Hand weggedrückt. Das hätten wir beim großen Boot sicherlich nicht so gemacht. Bevor es losgeht, kommt noch ein ortskundiger Lotse mit an Bord. Denn die Heimreise geht zunächst durch unbekanntes Gewässer. Ja, hereinspaziert. Dankeschön. So, drin ist er. Magst du dir mal einen Kaffee? Wasser. Wasser? Gut, sonst trinkt ihr Bier, gell? Aber nein, Schmarrn. Dann geht's los. Leinen los für die 30 Jahre alte Donauprinzessin und ihre neuen Besitzer. Auf dem Rhein braucht es eine extra Fahrerlaubnis. Bis zur Mainspitze übernimmt deswegen Patrick Heller das Steuer. Der Lotse kennt die Tücken im Rhein, die zu Havarien führen können. Es gibt Inseln, es gibt Untiefen, Sandbänke. Hier ist allgemein relativ viel Schiffsverkehr. Man muss halt wissen, auf welcher Seite man dem Schiff begegnet. Ja, das ist halt einfach Erfahrung, die hier zählt. Renate, wenn du fahren möchtest, wir bleiben jetzt hier am linken Ufer. Im Hang, ne? Schön im Hang bleiben. Ja, alles gut. Und dann, wenn wir oberhalb der nächsten Brücke sind, dann können wir langsam einen Übergang machen. Das erste Mal die Prinzessin selber fahren. Du kannst ruhig ein bisschen rüberfahren. Wie geht's? Bestens, jetzt geht's mal bestens. Also das ist ohnehin immer der schönste Moment, wenn du am Steuer von einem Schiff stehen kannst. Bis Koblenz kommen sie heute. Mit dem Auto braucht man dafür 1 Stunde, mit dem Schiff 6. Die gesamte Heimreise dauert voraussichtlich 5 Tage. Immer auf dem Wasser. Wasser ist mein Beruf, meine Berufung. Also ich würde sagen, das Wasser bestimmt mein komplettes Leben. Von Kindesbeinen an, am Wasser und mit dem Wasser zu leben, ist einfach etwas sehr, sehr Schönes.
Eine besondere Deutschlandtour über den Rhein, Main und Main-Donau-Kanal. Dann am 5. Tag abends. Endlich der Heimatanleger in Kelheim. Bis jetzt lief's gut mit der Donauprinzessin. Und zu Hause? Hat sich die Neuanschaffung gelohnt? Und das ist jetzt heute der erste Test, dass wir mal schauen, wie verhält sich das Schiff bei den seichten Stellen, bei den Übergängen von einem Ufer zum anderen. Wie sieht es bei uns da mit dem neuen, gebrauchten Schiff jetzt überhaupt aus? Die Linie Kelheim-Kloster-Weltenburg befährt Renate Schweiger seit über 40 Jahren. Ohne die Erfahrung ist es schwer im Naturschutzgebiet. Das ist eigentlich die Kunst des Fahrens hier, weil an der Bundeswasserstraße Donau, da hast du ja Fahrbahnmarkierungen, grüne und rote Tonnen. Da weißt du genau, wo du fahren darfst und kannst. Das hast du bei uns ja nicht. Bei uns musst du dir die Fahrrinne selbst suchen und musst dann auch wissen, wo du hinfährst. Außerdem ist die frei fließende Donau schwer einzuschätzen. Mal hoch, mal niedrig. Oder voller angeschwemmtem Kies. Das Echolot misst immer weniger Wasser unter dem Schiff. Nach diesem Felsen rechts vor uns, da kommt jetzt dann die seichteste Stelle der Donau zwischen Ingolstadt und Regensburg. Das ist die Wipfelsfurt. Das ist auch die für uns kritischste Stelle. Eigentlich fährt Renate mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h. Aber hier drosselt sie das Tempo. Mit 4 km/h fährt sie durch das kesselförmige Tal. Und wie macht sich die Donauprinzessin? Ich fühle mich sicher. Wir beide, wir gehören schon zusammen. Wir haben es schon geschafft. Mit dem kleinen Schiff ist die Strecke bei Niedrigwasser also durchaus befahrbar. Es kann das große Ausflugsschiff in trockenen Perioden ersetzen und hoffentlich den Fortbestand des Familienbetriebs sichern. Wir sind zusammengewachsen und ich denke, wir sind auch schon eine Einheit. Das festigt sich jetzt über die nächsten Tage und Wochen natürlich, aber insgesamt kommen wir schon gut miteinander aus. Der Schifffahrtssaison auf der bayerischen Donau steht nichts mehr im Weg. Auch kein heißer Sommer mit Niedrigwasser.